Es geht weiter immer weiter zurück bei Pokémon Legend Arceus und offenbar wurde etwas gestohlen. Ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trosses entwendet. Es sind noch keine Gerüchte über die 3 Banditenschwestern zu Ohren gekommen. Auch unsere Ginko-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen. In einem Alter von 99 Jahren ist das leider gesagt das getan. Oder für sieht es relativ gut aus. Das sieht man ihr nicht an. Vielleicht auf 60 getippt oder so, aber niemals auf 99. Was sagst du, Michael? Würdest du das Plattenfragment von Yugao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei. Denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man unsere Waren entwendet. Außerdem kann ich Ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass Sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe der Sumpflammbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Ja, könnte das ein Hinweis sein? Ja, vielleicht. Schau mal, wa? Also ist er noch nicht so überzeugt von uns, kann ich irgendwo durch verstehen. Andererseits glaube ich auch, dass er ein bisschen pingelig ist, aber okay. Wenn die gute Dame wirklich 99 Jahre alt ist, dann will ich dir das mal verzeihen. Also, wir sind ja nicht so, nicht wahr? So, warte mal. Also hat er noch zu Kipp gemeistert. Ansonsten haben wir jetzt nicht so viel. Und vor allem auch Neues, was wir irgendwie machen könnten. Bei Gedankengut eigentlich auch kein so schlechter Move. Ja, überlege ich mir gerade. Dann nehmen wir erhöht die Offensivkraft und Defensivkraft. Denn ja, eben, es scheint irgendwie hier auch keine Unterscheidung mehr zu geben. Zwischen speziell und physischem Angriff. Oder ich übersehe da irgendwie gerade etwas, obwohl ich es eigentlich mal gesehen habe. Spezialangriff, Angriff. Doch hier schon, aber Gedankengut macht wohl einfach beides erhöhen. Okay. Soll mir recht sein. So, du hast irgendwie noch was Neues gemeistert oder so? Nee, auch nicht. Na, ist egal, komm. Wir machen weiter im Text und nach oben. Ich wollte eigentlich hier nach unten gehen, aber okay. Neue Nebenmission schon wieder, ja, ja. Ja, wieder eine Kack-Nebenmission. Hey, oh, wie eine Liebe ist zurück. So, wieder eins. Anton. Oh. Was macht denn das hier? Exemplare bis. Moment. Unentdeckt zu werden. Von Kreuzschere gesehen. Dafür müssen wir es im Kampf einsetzen. Und gegen es kämpfen. Sehr gut. Ein paar muss noch fangen, ich glaube sicher mal so 3. Dann natürlich eins von Kreuzschere gesehen, also muss noch gegen es kämpfen. Irgendwie enttäuscht, dass er aus dem Ding geflohen ist, hey. Aus dem Schwerball, ich glaube das nicht, hey. Flieht das Vieh einfach aus dem Schwerball. Hey, wo ist plötzlich wieder hin? Haben wir plötzlich wieder hier die Purze. Jetzt die Purze ist schon auf Level 10. Der Pokédex-Eintrag. Also, gehen wir hier oben, komm. Machen wir weiter. Und lassen Zierpurze und Zierpeize mal so sein, wie sie gerade sind. Oh. Ich wollte gerade sagen, er macht ja gar nichts. Clara besiegt. Ne, sie da. Gefangen müssen ein noch ein paar, wa?
Stachelspure gesehen, okay. Okay, der war fies. Dann zeig mal Stachelspure, komm. Da ist Giftpuder, kein Stachelspure. Mann, Paras, ey. Da kriege ich echt Paras. Superball! Go! Dann für Damirplex. Okay, war ein großes Exemplar. Interessant. Dann wieder. Nein, falsches Pokémon. Überall lauen Gefahren, Freunde. Klar gefangen, ja, da ist interessant. Er braucht Stachelspore. Welches setze ich da nochmal ein? Ey! Zeig mir Stachelspore. Ja, gut, natürlich clever von ihm, da muss ich zugeben. Da muss ich mal kurz ein bisschen switchen. So, zurück zum Kampf. Ah, geht doch. Entschuldigung, Staravia, war keine Absicht. Superball. Das ist ein Pilz. Da kriegst du ja Paras. Und der erste Pilz. Und da ist die Feuerstelle, von der die Rede war. Muss man ganz kurz gucken, ob ich irgendwo einen Pilz übersehen. Nee, ich glaube nicht. Trotzdem kann. Also jetzt schauen, ich jetzt hier noch irgendwo wissen, was mache. Warte mal. Sind das Statusveränderungen? Sind die irgendwie nur pro Kampf und nachher nicht mehr? Sind die nachher wieder weg? Sieht so aus, wa? Krass. Das ist natürlich auch praktisch. Herstellen. Ja, könnte noch 20 Schwerbälle herstellen, aber. Kannst auch fragen, warum überhaupt? Schleichspray. Wenn du auf ein Pokémon vorbeikommst. Arznei. Nee. Pilzköder schon eher. Den will ich auch noch behalten, weil ich ihn noch für eine Quest oder so brauche. Trotzdem geht mir wieder mal der Platz zur Neige. Das hasse ich ein bisschen. Rundblatt für Wurf-Items. Auch noch welche für Flugbälle oder was? Ne, sind ja Zuglandsteine. Okay, keine Ahnung. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Macht irgendwie Sinn. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du kein gewöhnlicher Dorfbewohner bist. Dass jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eins heißen. Du willst uns, die drei Manitenschwestern, dingfest machen, stimmt's? Ja. Bevor wir diese armen Gestalt in Garaus machen, sollen wir ihr vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Hör gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten dies hier, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Der Pokebälle.
Die auch. Himitra Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name, merken dir bloß. Oh, eine Reimschwester, super. Ich mag der Jüngste sein, doch Widerstand erstick ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessian, Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Die reimt ja auch, aber irgendwie ein bisschen schlechter. Banditenschwestern, Dreierbund, wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei. Warte mal, die Linke könnte irgendwie eine Vorfahrin von der Eisarena-Leiterin sein. Aus Diamantperl. Oh, versuch's ruhig. Toxiquack? Ja, ich habe das richtige Pokémon im Vordergrund, aber das ist schon eine krasse Entwicklung. Ja, das Level ist auch nicht so schlecht. So, schnell mal wenden. Eins zu 0. Unschön, aber eben noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Das ist gar kein Reim. Bin aber enttäuscht. Warum die neue Attacke? Gerade sehen in die Galaktik-Expedition. Selbst nachdem wir euch verlassen haben, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du dafür uns in Ruhe lässt. Hey, wieso treten die anderen beiden nicht gegen mich an? Schweinerei. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster auf wie Schriftzeichen aussehen. Dieses Stück Stein ist doch kein Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht? Wegen der Platte. Ach so, du legst ins Zeug, um jemand anderem zu helfen? Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Aber nur ein bisschen. Wir können es uns allerdings nicht leisten, uns um anderen Leuten Sorgen zu machen. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Komm schon, ich will gegen euch kämpfen, ich brauche Erfahrungspunkte. Was im Vers? Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit, der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Wow, dankeschön. Das war eine Drohung, die haben mir gedroht. Ich verklag dich. So eine Bitch. So. Hat er dich gesagt? Nee, hab ich auch nicht. Ich hab doch verhört. So. War trotzdem netter Kampf, kann man so sagen. Oh, ein Donnerstein. Und das von einem Evoli. Will mir das Spiel was damit sagen, Freunde? Ich hoffe mal nicht. Was hast du irgendwie? Oh, Doppelschlag, der Move schon wieder. Ja gut, andererseits 50% mehr Damage wäre schon nicht so schlecht. Zumal ich jetzt zum einen mal Wasserdüse habe und Ruckzuki, was mir beides irgendwie gar nichts bringt. Also am Ruckzuki nicht Sternschau, ja speziell. Kannst du irgendwie auch weglassen, was auch nicht unbedingt. Aquelle natürlich generell cool. Was ein spezieller Move ist. Noch so ein Viertel auch dabei. Kann ich auch mal einsetzen hier. So, wieder ein bisschen mehr Platz, wa? Theoretisch, weil ich vorhin nochmal so einen Brocken gefunden habe. So, ups. Nein, ja gut, da auch. Hier vor allem. So, wieder ein bisschen mehr Platz. Wow, nee, ins Wasser gehen natürlich nicht. Das heißt, Freunde, wir gehen im Eiltempo zurück. Was man so machen kann, wie kommen wir an der anderen Seite? Darüber schwimmen wird wohl nicht gehen. Ich glaube, das sauge ich vorher ab. Hat sie uns hier Peize? Nö. Schade.
Ruinen des Trostes. Ja, ich bin untröstlich. Michael, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass ihr altmodisch und stur sei. Und du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles mit dem Perlkrank gegeben hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Dabei war ja der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, ein Pokémon mit dem Begriff Sinnoh zu betiteln? Also, warum? Wie? Es ist nicht so, als den Diamantclan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlklan dominiert einfach alles andere. Also Michael, bitte beruhige Ursaluna. Ein ragegranes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Watcher, Watcher. Du schon wieder? Meine Meinung hat sich nicht geändert und wird sich auch nicht mehr ändern. Okay, hier. Hast du das Plattenfragment etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du so etwas für eine Fremde tun? Wenn du schon so weit gehst, dann möchtest du Ursaluna also unbedingt beruhigen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der so um Ursaluna sorgt. Tu ich nicht, aber ich will das Spiel durchspielen. Na gut, gib mir bitte das Plattenfragment. Sind das Inkognito-Buchstaben? Ja, sieht so aus, wa? Fertig. Nun ist es wieder wie zuvor. Oh Gott, ich konnte es mal. Warte mal. Alles Leben. Und jetzt sind wir schon auf. Ist das ein B? Beginn. Ne, da kann jetzt sein. Alles Leben. Mist. Ich kann dir vorlesen, was dort steht. Okay, das ist eventuell hilfreich. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ah, berührt, okay. So ist das also. Was da eingemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem du mir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beiden Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Wie lautet dein Name? Michael. Michael heißt du also. Willst du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Da glaube ich, meine Medizin soll es wieder zum Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich soll das kein Problem sein, nicht wahr? Zwinker Smiley. Ursaluna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Josh, Hexe das, sei so. Ja, ich bin soweit. Ups. Wo ist hin? Okay. Dort entlang also. Was sagt die Karte generell so? Macht einen guten Eindruck. Da ist eine Wartestrecke. Das gefällt mir. Oh, Anton, hallo. Das ist nochmal ein Zierpeize. Eins von Kreuzschere gesehen, ja. Warte mal. Weiß eigentlich bereits, was ich irgendwie mag? Nee, vielleicht ist der Rang noch zu niedrig. Aber ist ein Insekt, ganz ehrlich, ein Insekt muss eigentlich das gerne haben. Ja, genau, ist auch grün. Also Wert ist sehr hoch, also eigentlich müsste es drin sein, sonst habe ich ein Problem. Und Fall vom Glauben ab. Sehr schön. Da war gar noch etwas für Evoli.
Ein Burmi! Burmi! Evoli, Kraft, Rückzughieb! Oh je, Evoli macht nicht mehr so viel Damage. Da müsste ein Sternschauer jetzt ganz... Also nicht mehr so viel Damage. Jo, perfekt. So wie es wollte. Ja, Evoli, was machst du da? Ich versuch's mal noch mit dem Pokéball. Muss ihn ja auch loswerden. Er könnte eigentlich auch in die Box ablegen, stimmt. Das hat zum Glück auch so geklappt. Sehr schön. Ein Käfertrutz gesehen von Burmi. Sehr gut. Noch ein Rundblatt. Die Richtung stimmt soweit. Ich habe sonst, glaube ich, nichts übersehen hier. Sehr gut. Oh, ein Kleinstein. Warum mache ich einen Kleinstein nicht irgendwie wieder ein Georock? Wo sind die? Wo sind meine Georock-Freunde? Ja, heilige Scheiße, das ist mal ein Herrscher-Pokémon oder ein Alpha, wie auch immer. Da bringen die gar keinen Bock drauf, das Vieh. Die Karte, wo muss er genau? Muss eigentlich schon vorbei. Ja, okay. Dann vorbei! Dankeschön. Wenn du flieh bist, dem aus dem Weg gehen wird schwierig. Aber ich habe Egelava mit dem Flammenrad. Oh, der überlebt, krass. Ja gut, ganz ehrlich, dann so die 1 oder 2 KP kann man es auch fangen. Neue Attacke und Level Up 1 vom Flammenrad gesehen. Ja, gut, ich habe schon ein paar Mal eingesetzt, aber danke Spiel für den Hinweis. So. Oh, Tangelas hat sie auch. Sehr interessant. Was haben wir eigentlich so an Ködern? Perfekt. So. Bin schon weg. Du hast mich nicht gesehen. Nee, nee. Offenbar hat es mich gesehen. Ja gut, Kumpel. Wenn er halt unbedingt... Oh, Flammenrad geht noch gar nicht mit der Kraft. Okay. So, hier wird sie bereits weit. Was sind wir jetzt eigentlich hier ungefähr? Da muss er sowieso noch rüber. Wegen verlorenen Items, da glitzert noch irgendetwas. Ich glaube, hier habe ich jetzt. Ja, da vorne haben wir natürlich Schutzblumen übersehen. Aber okay.
Weil sonst würde ich sagen, Freunde, beenden wir an der Stelle wieder mal die Folge und wir schauen im nächsten Part weiter, wie wir zu Ursaluna gelangen, wie das Vieh, also die Entwicklung von Ursaring, muss ja fast so sein, wie das Teil aussieht. Und ja, was denn das für ein Pokémon überhaupt ist auch so, eigentlich nicht so ein König, ja eigentlich eher weniger, so hat es bis jetzt nicht geheißen, oder hieß es bis jetzt nicht. Vielleicht eher so das Idamitier, also ein Reit-Pokémon. Könnte ja sein, aber vorher natürlich ganz kurz hier noch geguckt. Was man. Das muss natürlich doch noch sein. Zu Abschluss der Folge. Herstellen. So genau. Reis kann das natürlich machen, will ich aber gerade nicht. Also voll hier alles. Schöne Scheiße. Da muss ich vielleicht auch mal anfangen, irgendwie andere Items noch herzustellen. Irgendwie die Arznei, wobei, ja, toll, Schutzblumen. Brauche ich 2, habe ich 3 im Ding, da bringt mir nicht viel. Dann habe ich trotzdem auch noch einen Platz mehr drin. Ein Platz mehr, den ich verbrauche. Da muss ich auch nicht sein. So, entwickeln kann es noch kein Pokémon. Gut, der hat mich jetzt bei Evoli auch gewundert, muss ich zugeben. Kulleraugen. Okay, haben wir bereits den Move drin, also auch schon ausgerüstet. Das heißt, wäre Evoli bereit, jetzt so weit bezüglich halt Zuneigung und so. Und ich würde es jetzt entwickeln, würde es immer zu einem Felinara werden, weil es halt eine Feen-Attacke hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pokémon wie Psyana nach Tara möchte, muss ich eigentlich Evoli erstmal Kulleraugen wegnehmen und es dann entwickeln. Also eben vorausgesetzt natürlich, es wäre schon soweit mit der Zuneigung. Weil das klappt ja nur so, der Trick dabei. Vielleicht noch ein bisschen hier verschieben war, weil... Ja komm, so macht es mehr Sinn. Ach, hier irgendwie, was habe ich denn hier gemacht? Normalerweise habe ich immer solche... Wie soll ich dem sagen, Spezialmoves, sage ich jetzt mal, oder Status-Moves sind eigentlich immer an letzter Stelle. An einer der letzten Stellen, wie hier auch, ja, hier passt es ja. Viel los ist hier nicht, also man merkt schon, dass die Pokémon hier halt ein bisschen stärker sind, auch schon entwickelt sind. Also vor allem die 3, dass deswegen hier nicht mehr so schnell geht mit neuen Moves. Gut, er hat zwar Sternschauer gelernt. Ich habe Flammenrad, ich habe Walze, immer stärker wird, Eroas für die Trefferquote, Ruckzuck, wenn es ein bisschen schneller gehen muss. Das sind alles physische Moves, war jetzt kein spezieller dabei. Naja, können wir sich auch noch mal überlegen, einen Spezialmove mitzunehmen. Aber es ist ein anderes Thema. Freunde, jetzt an der Stelle will ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück Pokémon Legend Arceus. Dann sich wieder ein bisschen umgucken nach neuen Pokémon, Items, neue Entwicklungsmethoden und vor allem natürlich immer noch nach wilden Georoks. Wo sind die? Die sollen hier soll es viel einfacher sein, welche zu finden in dem Gebiet, heißt es eigentlich. Aber bis jetzt noch nicht so viel gefunden. Oh, habe ich jetzt aufgesammelt. Ist jetzt der Platz voll oder was? Ja, warte mal, war das nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt irgendwie einen Rauchköder so bauen kann? Ah, hier eine Rauchkugel. Pokémon daran hindert dich zu bemerken. Oh, okay. Schön. Das sind schon mal ein paar Yanmas, das ist natürlich auch cool. Die können auch theoretisch so Yan-Megas entwickeln. Da vorne ist, glaube ich, ist das ein Roselia oder ist das ein Knospi? Ne, es geht ins Wasser, muss irgendwie... Ja, ein Glibunkel ist es, glaube ich. Ja, das sind, glaube ich, Glibunkel da vorne. Oh Mann. Ja, aber hier ist momentan ein bisschen sicher. Das gefällt mir. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.